Ich habe euch ein Bild und einen Text mitgebracht, ein ganz kurzer Text. Den möchte ich euch zum Start vorlesen. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorüberzogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Wir sind mitten in der Predigtserie Zerbruch und wir hatten schon verschiedene Themen wie Durchbruch und Aufbruch und heute möchten wir passend zum Karfreitag uns mit dem größten Zerbruch auseinandersetzen. Der größte Zerbruch möchten wir auf die Spur gehen. Doch wo finden wir eigentlich diesen größten Zerbruch? Vielleicht denkst du, ja, das ist jetzt naheliegend, aber wir möchten mal in den Text hineintauchen, in Matthäus 27 und mal auf die Spur gehen, wo können wir vielleicht diesen größten Zerbruch finden. Am Anfang lesen wir, dass es einen Simon von Kyrene gab, der das Kreuz von Jesus tragen musste und zur Grabstätte von Golgatha und Jesus das nicht alleine tat. Vielleicht ist das der größte Zerbruch. Oder dann geht es weiter, dass Jesus Myrrhe mit Wein zu trinken bekam. Das war so eine Art Betäubungsmittel, dass Jesus nicht so hart leiden musste am Kreuz. Aber Jesus sagte, nein, ich will dieses Betäubungsmittel nicht. Oder war es, als dann später Jesus als König der Juden gekreuzigt wurde, die Überschrift angebracht war? War das der größte Zerbruch? Die Geschichtsherleitung führt zu einem Punkt hin, wo ich würde sagen, entdecken wir den wirklich größten Zerbruch. Und zwar können wir lesen, in Matthäus 27, 45 bis 47, von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du dich verlassen? Drückt das größte Leiden, die größte Qual in einem lauten Ruf vor seinen Menschen aus. Der Zerbruch, wo Vater vom Sohn getrennt wird. Wo wir auch entdecken können, schon von Anfang an, wie Gott, Vater, von den Menschen getrennt wird. Der größte Zerbruch, der aber in sich eine extrem spannende Wiederherstellung ermöglicht und geistliche Neubelebung bringt. Gottverlassenheit, also gottlos, ist eigentlich so das typische
in sich die Ewigkeit ohne Gott. Also das Wesen der Hölle ist das Verlassensein von Gott. Wo Jesus diesen Schrei am Kreuz ausübt, drückt er nicht nur seine leibliche Qual, also so wie er am Körper leidete, aus, sondern es war auch ein tiefer Ausdruck seiner geistlichen Qual. Seine geistliche Qual, indem er zeigte, wie schlimm das es für ihn war, dass er in diesem Moment sich von Gott verlassen fühlte. Es wurde dunkel und eine Wolke schwebte dazwischen, zwischen Jesus und Gott, und er konnte Gott nicht mehr sehen. Er kannte die innige Gemeinschaft mit dem Vater, und in diesem Moment fühlte es sich anders an. So ein typisches Beispiel, es ist vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, aber ich bringe es trotzdem. Wenn man in der WG mit Jungs zusammenlebt und sich einen 55 Zoll Flatscreen kauft und den aufstellt und dann immer mit einem 55 Flatscreen Fernseher schaut und dann auszieht und dann plötzlich keinen Fernseher mehr hat, dann merkt man schon, dass etwas fehlt. Und es ist dann auch sehr schwer, sich mit einem 22 Zoll Fernseher zurechtzugehen, also sagen, das ist okay, das reicht mir, sondern man möchte wieder diesen 55 Zoll Fernseher, also es fehlt etwas. Und als sich diese Wolke zwischen Jesus und Gott schiebte, merkte er, es fehlt etwas. Aber andersherum gibt es auch Menschen, die noch gar nie einen Fernseher zu Hause hatten. Und die haben gar nie gemerkt, dass ihnen eigentlich etwas fehlt. Nur wenn sie zu anderen Menschen in die Wohnung kommen und einen Fernseher sehen, denken sie, oh, das ist aber ein nicer Fernseher, vielleicht will ich auch so einen haben. Und das ist so das Realisieren der Gottverlassenheit. Manchmal begegnen wir anderen Christen und entdecken etwas an ihnen, dass sie einen Gott bei sich haben, der ich vielleicht auch haben möchte und noch nie hatte. Aber andersherum hatte ich besonders in meinem Leben immer wieder Zeiten, und da bin ich nicht stolz drauf, wo ich Gott bewusst aus meinem Leben ausgeladen habe und gesagt, heute Abend will ich einfach machen und tun, was ich will. Und darin aber wieder gemerkt habe, dass ich eine Sehnsucht nach diesem Gott habe und er mich immer wieder zurückgezogen hat. Und ich immer wieder das Realisieren dieser Gottverlassenheit darin herausgefordert war. Wo realisieren wir heute noch unsere Gottverlassenheit? Wir haben alles, was wir brauchen, haben von allem genug und machen uns kaum noch darüber Gedanken, wo ist dieser Gott, der eigentlich in meinen Sehnsüchten veranlagt ist. Wir wünschen uns ein göttliches Gegenüber. In der 9. Stunde war so die Zeit quasi, wo die Schlachtung der Passalämmer stattfand. Also es wurden rund 18.000 Passalämmer geschlachtet. Und es waren in der ganzen Stadt Posaunen und Hörner zu hören. Und genau in diesem Moment ist Jesus am Kreuz gestorben. Im 1. Korinther 5,7: Zu dieser Zeit des Passa, was sonst auch geopfert wurde, starb das wahre Osterlamm, das ist Christus für uns geopfert. Osterlamm, das ist Christus für uns geopfert. In diesem Tod erscheint nicht quasi, dass Gott, Jesus, am Kreuz versagt hat, wie viele dachten. Also der Ruf Eli, Eli
mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Wurde ja von vielen vor Ort falsch verstanden, weil sie dachten, er ruft nach Eli. Aber er rufte nicht wirklich nach Eli, sondern er rufte nach seinem Vater. Und so dachten viele an diesem Punkt, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er als Gottes Sohn versagt hat. Doch dieser Tod war eigentlich genau die Berufung und Mission und bestätigte und vollendete den Auftrag Jesu. Die ganze Zeit hatte er die volle Kontrolle über das Geschehen, über das, was passiert ist. In diesem Moment, als er schreit, Eli, Eli, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, war er nicht wirklich von Gott verlassen, sondern Gott war da. Es kam die Finsternis und die Dunkelheit und die Wolke, die den Blick ihm nicht mehr ermöglichten, auf Gott zu sehen, aber Gott war da. Der Tod von Jesus am Kreuz ist eigentlich der Inbegriff der Souveränität Gottes, dass er uns so sehr liebt, trotz des Kreuzes Todes, den sein Sohn auf sich nehmen musste. Jesus ist bis zum Ende gehorsam geblieben, durch die Phase der Gottverlassenheit hindurch, die den Kern seiner Mission bildete. Mit seinem Tod hat er die Sünden, also eigentlich das, was uns darin hindert, Gott zu sehen und mit ihm Gemeinschaft zu haben, hat er auf sich genommen für all diese Millionen und Abermillionen Menschen, die auf dieser Welt leben und gelebt haben. Heute ist dieser Zerbruch nicht mehr ein Zerbruch, der zwischen Mensch und Gott geschehen ist, sondern der Zerbruch ist ein innerlicher Zerbruch, der im Menschen passiert. Gott und Mensch waren getrennt, aber durch den Tod von Jesus hat er die Möglichkeit geschaffen, mit ihm wieder Gott zu begegnen. Das Eigentliche ist also nicht, dass der Zerbruch an sich nochmals passieren muss, sondern der eigentliche größte Zerbruch ist, wenn ich selbst realisiere, ich lebe in der Gottverlassenheit. Und wenn ich das realisiere, dann kann ich das Geschenk von Jesus annehmen und mit ihm zu Gott gehen. Und er diese Gemeinschaft wieder ermöglicht. Aber der eigentliche und größte Zerbruch ist das Realisieren der Gottverlassenheit. Von jedem Menschen ganz persönlich. Als Jesus am Kreuz war und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen?", hat er angefangen, den Psalm 22 zu beten. Der Psalm 22 sagt eigentlich voraus, was Jesus am Kreuz tun wird. Ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise, die Hirschkuh der Morgenröte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Also eigentlich, was ich da krass finde im Psalm 22, ist genau dieser Ausdruck, wie nahe beieinander ist das Realisieren der Gottesferne, die Einsamkeit, also die Klage
im Blick auf das gemeinschaftliche Lobpreis und Danken. Sein Tod, also Jesus' Tod, ist gekennzeichnet durch Gottes Ferne. Aber gerade diese Situation ist der Ort, an dem sich das Heil durchsetzt. Wie der zweite Teil des Psalms zeigt, auch in der neutestamentlichen Briefliteratur und der Apokalypse ist es erkennbar, dass dieses Gebet von Jesus stark mit dem Psalm 22 zusammenhängt. Und er will uns aufzeigen, dass die tiefe Not und die Gottesferne dass darin Jesus genau unser Leiden und unsere Not versteht, aber sogar am Kreuz mit einschließen kann. Und im Psalm 22 lesen wir genau diese Situation, wo bestärkt quasi, dass Gott nicht weg war, als Jesus das rufte, sondern zeigte, denn er hat den Hilflosen nicht verachtet, über sein Elend ging er nicht hinweg. Nein, Gott wandte sich nicht von ihm ab, sondern hörte auf ihn, als er um Hilfe schrie. Der Moment, als er also sich von Gott fern gefühlt hat, hat Gott ihn gehört und ist ihm näher gewesen. Weil der Kreuzestod ist der Ausdruck der Souveränität Gottes. Weil Gott war da. Und so können wir auch nochmals zurückblicken auf den Text, den ich am Anfang gelesen habe. Auch wir haben Zeiten in unserem Leben, da fühlen wir uns vielleicht von Gott fern. Aber in dieser Gottesferne können wir darauf hoffen und daran festhalten, in der Zuversicht, dass Gott da ist. Und wenn genau das passiert, wenn Menschen anfangen, dort, wo sie sich von Gott verlassen fühlen, anfangen, an dieser Zuversicht und dieser Hoffnung festzuhalten, dann kommt die Auferstehungskraft Jesus Christus in ihr Leben und es kann etwas passieren. Und das beeindruckt mich. Und von dieser Auferstehungskraft, die ja zusammenhängt, dass ja ein ganzes Paket ist an Ostern, vom Tod mit der Auferstehungskraft, werden wir am Sonntag noch mehr hören von Philemon. Bin ich gespannt, was da für eine Kraft dahinter steckt für unser Leben. Also in diesem Leid und diesem Lob, das ist eng miteinander verbunden. Und ein Start der geistlichen Heilung. Ich möchte nochmals zusammenfassen. Gott leidet. Er ist kein irgendwelcher hocherhabener Philosoph, der irgendwo auf dem Thron sitzt und nicht nahbar an den Menschen ist, sondern er ist auch Jesus am Kreuz, der stirbt. Gott leidet. Gott kann dich leiden. Dort, wo Liebe verletzt wird, muss sie sich entweder zurückziehen und weggehen oder die Liebe wird enttäuscht. Und wenn sie enttäuscht wird, dann muss Liebe leiden. Und Gottes Liebe ist bereit, für dich zu leiden. So weit sogar, dass er deine Leiden in seinen Tod mit einschließen kann und am Kreuz
vernichten kann. Und Gott kann auch für dich leiden. Was am Kreuz geschah, hat er für dich getan. Und er streckt dir deine Hand entgegen, besonders in den Momenten, wo du vielleicht das Gefühl hast, Gott ist mir fern.